Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Und jetzt rennen wir doch mal hier mit dem großen Macker hier mit Saturas. Falls er mal aufhört zu lesen. zu Ehren. Servus. Ja, das sage ich jetzt. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Ah jo, ich bin außerdem auch ein Feuermagier und zwar ein hoher. Iberion ist tot. Der starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Fast umgebracht, Kor genau. Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Das stimmt. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ja, dann gebe ich dir noch die zwei Sachen aus dem Kalom. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Haha. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Alle 5 sogar. Naja, einer habe ich. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig, doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Ja. Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Ach, wenn sie Magier Hoffentlich hilft er sind? dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Naja. Ich weiß ja nicht, ach, wenn dann Magier durch sind, ob das nicht die 8 zerreißt? Ich bin mir nicht so sicher. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Scheint ja mal wieder klasse durchdacht zu sein und Rotmol, der dann wieder der Aff ist, der dort tanzen darf. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärest ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Ausgezeichnet. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte hier auf der obersten Ebene. Perfekt. Dann muss ich jetzt aber einmal Mögest ganz du in kurz... einem Stück zurückkehren. Ja, danke. Dann muss ich jetzt einmal einen ganz kurze Cut machen. Bin sofort wieder da. So bin ich wieder. Sorry, aber wenn ich der Einzigste im Haus bin und die Post da ist, dann muss auch mal ein Yankee flitzer. Glücklicherweise gerade noch rechtzeitig, weil genau dann... ja, ihr habt vielleicht gehört, dass es im Hintergrund geklingelt hat. Und es hat ein bisschen gedauert, bis der Saturas dann noch fertig geschwätzt hat. Und bis do hier, ja, ist noch ein bisschen Zeit vergangen und der war gerade bei
kurz davor wegzugehen. Gerade noch Schwein gehabt. Oder immer, das Teleport sind den Wassermagiern. Aber als Spruchrolle nur. Nicht als Rune. Die kriegen wir erst später. Magie zu Ehren. Erst wenn wir alle Foki gesammelt haben. So. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Gut. Wahrscheinlich hat er gerade so im Hintergrund gelauscht oder was. So schnell kann keine Sau informiert sein. Jetzt gucken wir mal, was der uns gegeben hat. Ein Essenz der Geschicklichkeit. Geschicklichkeitsbonus plus 3. Ja, dann können wir auf jeden Fall gebrauchen. Vielen Dank, mein Lieber. Dann hat er da wahrscheinlich ein paar Tränke noch dazugelegt. Dann hat er uns auch Essenz der Stärke gegeben. Das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Also das ist äußerst nützlich. Jetzt haben wir Stärke von 49 und ein Geschick von 13. Und wir könnten noch ein Level gebrauchen. Ja, wir sollten außerdem auch nochmal bei der Schriftstückerei gucken. Wegen der Karte... Fokuskarte von Saturas. Die Spitzen des Pentagramms markieren die Orte aller 5 Fokussteine, die damals bei der Erschaffung der magischen Barriere verwendet wurden. Die Karte ist alt und die Steine könnten mittlerweile an anderen Orten liegen. Okay. Beim alten Lager müsste ich in die westliche Richtung reingehen, wo ich bisher noch nicht war. In die südliche Richtung vom alten Lager ist noch was. Östlich beim Sumpf bei der Meeresklippe habe ich schon. Und das sind noch 2 andere Orte, Mitte in der Pampa. Ja, dann könnte ich doch mal... Ich überlege dann, wo könnte ich dann? Teleport zum Sumpflager habe ich. Das heißt, ich könnte mal in die Südgegend reingehen. Dann müsste ich nochmal zum alten Lager gehen. Und dann komme ich da auch hier. Okay. Also erstmal Richtung altes Lager. Und von dort aus kann ich dann den... Obwohl... Moment. War da nicht auch noch mein Standpunkt verzeichnet? Ja, mein Standpunkt ist hier. Ich könnte auch südlich vom neuen Lager mal wo hier gehen. Das im Süden ist der Kessel, also die neue Mine. Ja, dann gehen wir doch mal das, was am nächsten am neuen Lager dran ist. Ich glaube, das ist auch noch ein relativ harter Fokusstein. Also das ist auf jeden Fall nicht einfach. Aber wir sind ja eigentlich relativ gut gerüstet und sollten das eigentlich auch gut hinkriegen hier. Ach ja. Aber ich finde es schön mit einer attributssteigernde Tränke. Das ist äußerst nützlich, das Zeug. Ist halt auch relativ selten. Dafür lohnt es sich dann auf jeden Fall auch Schlösserknacke zu skillen und dann auch die Truhe von den Leuten zu knacken. Weil da sind dann durchaus sehr hilfreiche Sachen drin. Ihr habt es ja selber gesehen. Insgesamt 3-mal habe ich so Essenz der Stärke in Truhe gefunden. 3 oder 4-mal? Ich will auf jeden Fall ziemlich oft. Und das wäre jetzt das einzigste Mal, wo wir auf ehrlichen Weg so einen Trank erwerben könnten. Später gibt es auch noch welche. In einem, ich sag's mal so, in einem Verlies, wo wieder Orks mit dabei sind, finden sich ach so Tränke wieder. Aber das ist relativ am Ende vom Spiel. Von daher lohnt es sich auch immer mal wieder auf Eibruch zu skillen und durch die Gegend zu schleichen. Das lohnt sich in den Gothic-Spielen meiner Meinung nach auf jeden Fall. Weil man in Truhe durchaus auch sehr praktische Sachen findet. So, gut. Gehen wir wieder raus. Ich glaube, dann ist es mal an der Zeit, den Weg einzuschlagen, den wir bisher noch nicht gegangen sind. Genau. Da kommen wir nämlich auf direkten Weg dort hier. Gerade mal gucken. Eispfeil, Heilung, Feuerball. Feuerball ist erstmal unser einzigster Wegbegleiter, den wir hier haben. Das wollte ich doch gar nicht. Dummes Zeug hier. Bergmoos. Was macht dann Bergmoos? Muss ich selber gerade gucken. Ich glaube, das ist auch sowas, was ein Attribut stärkt, oder? Bin mir gar nicht sicher. Nee, Lebensenergie nur. In Gothic 2 gibt es dann auch diverses Zeug. Drachenwurzel zum Beispiel, das stärkt die, oder erhöht die Stärke. Dann, ja genau, du hast doch Drachenwurzel. Gerade eben davon gesprochen. Wo ist sie dann, die Drachenwurzel? Dürfte ich eine Annie haben jetzt davor? Drachenwurzel. Mana-Bonus gibt es hier noch. Und ich weiß auf jeden Fall, in Gothic 2 bietet das dann Stärke plus 1. Aber man kann auch Tränke draus machen, plus 5 Tränke dann. Und komm her, du Schnapper.
So. Okay. Komm her, du. Kommt her, ihr fiese Biester. Komm her, du. Jetzt ist nur noch der hier übrig. Komm her, du. Sausack. Alles klar. Snapper sind aber mittlerweile eher so Standardgegner, würde ich sagen. Die können uns durchaus noch verletzen, aber sie sind eigentlich nur in einem Rudel gefährlich. Und wie ihr gesehen habt, normalerweise mache ich dann diese Taktik zuerst attackiere. Ja, Heilung. Hauptsache laut wie Sau. Zuerst mit dem Feuerball attackiere. Und dann greife ich die Biester für gewöhnlich mit meiner Waffe an. Oh, was ist denn das für ein hässliches Vieh hier? Das soll ich vielleicht mal speichern vorher, bevor ich da wieder reinmarschiere. Ups, ein Bluthund, wie geht? 220 Erfahrungspunkte gibt er und jede Menge Zähne. Ja, und hässlich ist er auch noch. Also was das für ein Bluthund sein soll, ich weiß es ja nicht so recht. Sieht eher wie so Orkvieh aus. Okay, ein Ring haben wir hier noch. Und einen Trank. Und jetzt erstmal den Trank. Ja, könnte so einer sein. Dann ziffeln man doch auch gleich. Und ein Ring hat es noch gegeben. Ring der Lebenskraft, Ring der Lebenskraft. So einer wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ach ja. Aber ich bin auch sehr froh drum um die Klinge, die wir noch gefunden haben im Orkfriedhof. Bei dem letzten Altarstein haben wir das hier gefunden. Und die Klinge ist erstmal so ziemlich die beste Einhandwaffe, die man für längere Zeit kriegen werden, glaube ich. Deswegen sollte man das Ding auch schön nutzen im Einhandkampf. So, warte mal, halte mal die Gaulade ohne drunter. Dürften nur noch andere Lurker sein hier. Okay. Ach, die Musik. Herrlich. Ich finde aber Gothic hat generell einen ziemlich geiler Soundtrack. Sowohl der Enser als auch der Zweier. Also, gerade was das angeht. Die Musik ist wirklich sehr schön in Gothic. Die gefällt mir extrem. Huch! Milty? Bist du's? Ja, tatsächlich. Es ist Milton. Huch! Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, immer bescheiden, was? Ja, Milton, warum hier? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Aber erstmal Mai Ali Vortrager. Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Jo. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Genau. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Liegt irgendwie nah, oder? Ist dieses Artefakt einer der 5 Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der 5 Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Aha. Aber erstmal hier nochmal. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bandzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ja, war ein Erzbaron. Heieiei.
Also die haben offensichtlich auch schon Leute eingebüßt. Sowohl die Magier scheinen wohl durch schon Leute eingebüßt zu haben, wenn der Magier hier auch gestorben ist, als auch, ja, ein Erzbaron haben sie dann auch wohl hier verloren. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Okay, na dann. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja, der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Nee, wie logisch. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Okay. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Ja, Allah. Gleich. Aber erstmal das Heilkräuterle hier pflücke. Das hat mich schon die ganze Zeit kirre gemacht, das im Hintergrund zu sehen. Okay, ja, die Steine scheinen wohl auch hier der Weg zu markieren. Da hinten ist noch eine Höhle. Und da ist es Stonehenge. Und hier ist noch ein Flammendorn. Sieht aus wie die Waldbeere. Aber macht ein bisschen mehr. 2 mehr Lebensenergie. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Mindestens. Okay. Soweit, so gut. Rennt der mir jetzt hinterher? Ja. Der gehört jetzt erstmal zu meinem Gefolge hier, der Milton. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, wenn ihr das jetzt schon so gesehen habt, bei jedem Fokusstein haben wir eine entsprechende Verbündete dann. Und kann ich schon mal auch gleich sagen, es ist aus jedem Lager einer. Das sind dann entsprechend auch Freunde. Muss ich vielleicht auch dazu sagen, für spätere Verständnis von Gothic 2, dass die 4, die uns hier aus der, also die Leute, die uns hier helfen, dass das entsprechend auch Freunde sind, die dann auch in Gothic 2 eine wichtige Rolle tragen werden als unser Helfer, Verbündeter. So. Dann, ich muss sagen, ich mache hier einen Speicherpunkt. Und dann gehen wir mal rein hier in das Kapuff. So, wo haben wir dann unseren Teleport, nicht Teleport, Quatsch, unseren Zauber. Untote vernichten. Mana kosten 5, Magieschaden 9999. Nett. Probieren wir es doch mal aus. Mal schauen, wie das läuft. Da ist wieder dieses Ding für den Fokusstein. Da stehen ein paar gammliche Untote rum. Untote vernichten Skelett. Ja, die kommen schon arg gestürmt. Okay. Ups, die halten ein bisschen viel aus, die Bursche. Ups, ich sollte weg. Ich sollte mich heilen. Das lief nicht so ganz wie erwartet und wie gewollt. Das sollte nicht so ablaufen, das Ganze. Okay. Ja, wisst Bescheid. Dann machen wir jetzt nochmal die Ausrüstung mit dem Zauber. Der hier Untote vernichten. Okay. Nur ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, dass dann die ganze Bagage arg stürmt kommt.
Na, kommt die ganze Bagage arg stürmt? Ja. Natürlich kommt wieder die ganze Bagage arg stürmt. Okay. Dann bleiben wir halt standhaft und kämpfen hier, bevor wir wegrennen. Ups, jetzt habe ich Milton attackiert, ich Depp. Okay. Okay. Das war wohl wieder nix. Das müssen wir anders lösen. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Ich hab nicht... Dann sollte ich vielleicht erstmal normal Feuerball auf irgend so viel wirken. Naja, das wirkt noch nicht. Der Wächter. Der hat leider nicht die Reichweite. Okay. Sieht's mit dir aus, Skelett? Nee. Wenn ich weiter da an die Höhlewand gehe? Nee, auch noch nicht. Eva. Okay. Jetzt warten wir mal ab. Okay. Die haben wieder den ganzen scheiß Anhang hier. Okay, dann sollte ich vielleicht fortrennen. Dann sollte ich vielleicht wirklich wegrennen. Und abwarte, dass Milton hier die ganze Scheiße abkriegt. Stürmen die noch hinter mir her? Nö. Die scheint sich jetzt Milton gegriffen zu haben. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Weil dann kann ich ihn unterstützen. Milton schluckt hier sowieso jeden Schaden. Der ist unsterblich für die Quest. Oh, der Grabwächter ist auch noch hinter ihm her. Okay, klasse. Der Wächter. Sehr schön. Der Wächter war ein Zombie. Und der ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Das ist gut. So, Milton. Der hat anscheinend jetzt alle schon das Skelett gecrushed. Glücklicherweise ist es ein unsterblicher Verbündeter. Wir kriegen 8 die Erfahrungspunkte dafür, wenn er einen Gegner legt. Puh, sehr schön. Aber Mana-Trank muss er anscheinend genommen haben. So, die verwitterte Äxte können wir uns jetzt auch noch schnappen. Von deiner ganzen Skelette. Eventuell stolpern dort draußen noch welche rum. Da mag ich mich jetzt gerade noch drum kümmern. Gerade mal gucken, ob da nicht eventuell einer ist. Und der Wächter hat auch noch was dabei. Ein Schlüssel und orkischer Talisman. Schutz vor Feuer 20. Ja, toll. Da. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Alla hopp. Dann ist das so. Milton ist fort. Und Skelette. Springen hier noch irgendwelche Skelette rum? Ich glaube nicht, oder? Nö, sieht nicht so aus. Als würden hier noch Skelette durch die Gegend springen. Alla hopp. Dann kümmere ich mich noch um den Beißer hier drüber. Oh, da drüber ist auch noch ein Schattenläufer, sehe ich. Den soll ich mich vielleicht auch mal lieber kümmern. Oh, Milton rennt schon gefährlich nur auf den Schattenläufer zu. Das ist nicht gut, Milton. Scheiße. Das ist überhaupt nicht gut, Milton. Schattenläufer sind sackengefährliche Biester. Oh, Mann. Ja, ich glaube, der hat auch nichts gegen das Biest auszurichten. Aber glücklicherweise attackiert der Schattenläufer Milton und nicht mich. Das heißt, ich kann jetzt auf Crits spekulieren die ganze Zeit. Weil Milton macht ja auch kaum bis gar keinen Schaden. Scheiße. Und er hat's eingestoppt. Hier die Erfahrungspunkte. Kacke. Milton, Mistkerl. Ausgerechnet du hast den Crit landen müssen zum Schluss. Egal. Wir haben hier noch ein bisschen Gelegenheit, gegen Schattenläufer noch zu kämpfen. Ich glaube, da drüber war seine Höhle. Die können wir auch noch gleich besuchen. Stähwurzel, nehmen wir auch noch mit.
In Gothic 2 sehen die auch etwas schöner aus. In Gothic 3 fand ich die eigentlich ganz schick gemacht. Aber bis auf ein paar grafische Verbesserungen hat Gothic 3 meiner Meinung nach nicht wirklich viel Innovation, weil die Story ist so leider dämlich, beziehungsweise nicht so besonders gut wie in Enz und 2. Diese typische Piranha-Bytes-Mitarbeit von der Story hat einfach total gefehlt, wie ich finde. Und ja. Trank gibt's hier noch. Nehmen wir alles gern. Eine normale Axt, das war ja früher unser Superwaff schlecht hier. Und das hat ursprünglich der Schattenläufer hier bewacht. Gucken wir uns jetzt an, nochmal gleich A. Ah, geht einfach so auf, ohne zu knacken. Dietrich, Bier, paar Pfeiler und 30 Erzbrocken, nehme ich natürlich auch gern. Okay, ja, das ist mal nützlich. Gerade mal bei der Tränkechecker, okay, da war kein verbessernde Trank dabei, kein attributsverbessernde, stärkende Trank dabei. Ich bin eigentlich froh, dass ich den Fokusstein recht früh gemacht habe, weil der ist doch relativ lästig hier, der Fokusstein mit den vielen Skeletter. Das ist, glaube ich, wirklich einer von den nervigsten Aufgaben, die man da haben. Okay. Hier ist der Fokusstein auf jeden Fall nicht drin. Der Wächter hat aber einen Schlüssel gehabt. Da ist auch noch ein Trank. Nur ein normaler Heiltrank. Und das konnte man jetzt mit dem Schlüssel öffnen. Fokus unter dem Stonehenge. Einer der 5 Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurde. 2 Dietrich, 2 Bier. 45 Pfeiler. Und 521 Erz. Nehme ich auch liebend gern. Eigentlich müsste er ja echt mit so einem Erzsack hier durch die Gegend rennen. So viel Zeug wieder bei sich hat. Allein schon mit dem Erz 4725 Brocken. Das ist ja schon abartig. Links, rechts. Okay, so einfach kann es als sei. Ah, hier sind nochmal 67 Pfeiler. 502 Erzbrocken, die nehmen wir doch auch liebend gern. Mit dem 10er Schritt geht es auch wesentlich schneller, das Ganze. Ah, dann noch 2 große Heiltränke und 2 große Mana-Tränke. Ja, perfekt. Ich würde sagen, den liefern wir jetzt auf jeden Fall nochmal aus hier, den Fokus. Und dann kann ich da auch schön meinen Cut setzen für den Dach. Weil dann bin ich auch bei 25 Lernpunkte wieder. Dann kann ich auch direkt den 4. Kreis der Magie lernen. So. Teleport zu den Wassermagiern. Und. Hua, da ist er. Hi Saturas, ich hab was für dich. Magie zu Ehren. Aber allermindestens. Ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden. Das ist ein Anfang. Du schlägst dich gut. Es fehlen noch 3 Fokussteine, um unseren großen Plan durchzuführen. Gehe nun und suche die restlichen Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Sehr schön. Und 3500 Erfahrungspunkte Mögest hat du uns in das einem Geber. Stück zurückkehren. Ja, ich probier's. Und wir sind jetzt auf Level 15 und haben die 25 nötige Lernpunkte, um der 4. Kreis der Magie zu erlernen. Dann werde ich aber sagen, ich mache jetzt auch hier wirklich meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.